Es geht weiter, immer heiter, zurück bei Fire Emblem Engage, Kapitel 7, Dunkles Emblem. Ich bin gerade ein bisschen gucken, wen ich mitnehme und mir ist dabei das aufgefallen. Momentan haben wir gesagt, irgendwie die Charaktere, weil Louis macht sowieso Sinn, weil General, Tank und so weiter. Michael muss sowieso mitnehmen, jetzt mit Edelgan in Kombination, Selene Selika ja auch, Alfred Marv eigentlich auch klar. Yuna Kamikaya, ja, auch unter anderem wegen Hütnis und Effekten und so. Und dann ist halt die Frage, 4 Stück können wir mitnehmen. Wer soll dabei sein? So, rein davon, was der Gegner so aufgestellt hat, haben wir natürlich auch normale gepanzerte Einheiten, wo Magie cool wäre. Wir haben 2 Flugeinheiten, wir haben wenige Magier, so wie es aussieht. Dann generell haben wir hier hinten viele Flugeinheiten. Würde eigentlich bedeuten, hey, Fragen gegen die, Wyvern-Ritter und so. Oh, Sedo, okay. Soll es schon mit Magie angreifen. Haben natürlich irgendwie auch mit Eisenschwert und so. Das heißt, er wird auch gut Lanzenträger hinhauen. Vor allem auch hier. Held-Assistent, okay. Wir haben Berittene. Wir haben diese seltsamen Geisterfelder. Das ist deswegen, weil ich ja gerade den Online-Modus aktiviert habe. Emblem-Dinger heißt, ich werde von Anfang an schon mal engagen. Und dann natürlich noch der Fakt hier. Den 3 NPCs, die wir im letzten Folge kennengelernt haben. Alter, Citrin, was ist mit dir los? Level 10 hat magischer Angriff 20. Huhu. Okay, dafür wenig Speed. Oh, da heißt, sie kann nicht doppeln. Das Buch vom Donner. Na, mal gucken. Wir haben Lapis als Schwertkämpferin. Wir haben schon einen Bogenschützen. Jetzt halt die Frage. Wenn ich schon einen Mage dabei habe, heißt es für mich jetzt, oder vermutlich gleich bekomme, heißt jetzt, ich nehme Clan nicht mit, um mal die andere Magien zu testen. Etier könnte ich also eigentlich auch lassen, weil wir jetzt einen neuen Schützen haben, aber es sind ja so viele und ich habe natürlich einen Langbogen dabei und so. Also so viele Gegner, auch fliegende Gegner. Da wird es sich trotzdem eigentlich lohnen, finde ich. Also, Chloe als Fliegeneinheiten sowieso, auch weil sie Lanze hat und viel Speed und so, also könnte relativ viel doppeln. Gerade auch gegen gegnerische Flugeinheiten. Etier, ich habe deswegen gesagt, ja, dann habe ich 2 Schützen, warum nicht? Jetzt die Frage. Boucheron, Anna. Er hat natürlich den Hammer. Ich würde aber, glaube ich, trotzdem lieber das Ganze mit Anna probieren. Mal gucken, was sie für ein Wachstum an den Werten hat. Ob sie wirklich besser Axtkämpfer, besser Assistent als Boucheron ist. Und dann nehme ich, glaube ich, noch Sean mit, um zu gucken, ob er vielleicht ein besserer Ki-Adept als Fram ist. Dann wird das so aussehen. Okay, Position ändern. Mal gucken, natürlich. Wenn wir hier schon mal wieder so einen fetten haben. Hier haben wir ein paar von denen. Ich glaube, ich switch mal Louis und Sigo nach unten. Schau, der Kampf-Adept, da kann ich eigentlich so switchen. Ja, warte mal. Wir haben Dungeon und Magier, also lasse ich so. Wir haben Etier hier oben. Lieber hier hin. Chloe ist ja Fliegerin. Kannst du trotzdem nur 5 Felder. Haben wir gerade so viel. Kannst du aber hier unten hin, ne? Ja, vielleicht sogar hier, damit sie noch ein bisschen weiter latschen kann. Etier, ja, dann marschierst du einfach geradeaus, wa? Und fängst du alles an, als geradeaus unterwegs ist. Das passt doch, glaube ich. Die als Supporter hinten dran, plus heilen. Das könnte ja gut. Die auch, das heißt, du kannst direkt den hier killen. Nachher könnte eigentlich Alfred mit Marv zusammen hier ein bisschen abfangen. Und ich gucke mal mit Michael und Edelgar, wie das Ganze läuft in der Kombi. So, wenn wir sagen, Freunde, let's go! Und vor allem, die Frage ist immer noch, warum dunkles Emblem? Warum heißt... Nein, ich wollte eigentlich bloß hier mal gucken. Weil ich sehe bei ihr keinen Ring. Sie hat zwar ein Item, das ist ein Meistersiegel. Oder ein Zweitsiegel höchstens. Also irgendwie... Na, werden Sie gleich sehen. Freunde, los geht's!
早く突破しないとブロディア王女が危険です。一刻も早く切り抜けますよ。もちろんです、スタルーク様。お任せを。私たちが本気を出せばディナーまでにはお城に帰れるわ。頼もしいですね。この命失うわけにはいきません。二人は僕が守ります。でも我々は王子たるあなたを守ることが使命でして。というわけで二人は後方にいてくださいね。では。スタルークったらあなたは光栄よ。戻りなさい。待って、ストリニカ、あなたもどちらかというと光栄よ。もう世話が焼けるんだから。Eigentlich schon, wa? Okay, cool. 始まるみたいだよ。みんな配置について。あれが噂の神竜様。綺麗な方です。でも俺たちの方が可愛いって言いたいんでしょ。はい、すみません。いいね、その息だよ。見下して倒して指輪を奪わなきゃ。それでこそオルテンシア様の進化でしょ。さあ行こう、ゴルドマリー。はい、ロサード。Wie warm, Freunde. So. Dann legen wir doch mal los. Fliegende sind böse in der Konstellation. Also werden sie markiert. Dann haben wir hier Berittene, die haben keine speziellen Waffen. Alles cool. Kampfadepten, wir haben den, das passt soweit auch. Wir haben hier ein paar Mages, das passt eher weniger. Wir haben ja die, das ist nicht wirklich ein Problem. Wir haben auch den, kein Problem. Gut, der Rest ist also nicht so tragisch. Ich gucke trotzdem mal. Mach mal die Karte ein bisschen größer zu Beginn weg noch. Und dann würde ich sagen, Freunde, greifen wir an. So, machen wir erstmal den da. スタルーク様とシトリニカは後ろに。ここは前衛のまずは邪魔な敵を。Schmetterwaffen. Mächtige Waffen mit Klingen oder Großlanz für den Gegner einen Schmetterschaden zum Stoß im Feld zurück. Den Status Bruch zufügen. Damit initiierst. Na, dann so eine Waffe oder was? Natürlich die Frage, will ich lieber wollen schon, gehen leider nicht. Eigentlich hätte es sogar ein Ding ihr geben können, wa? Vor Kampfbeginn. Warte mal, kann ich jetzt sogar noch Itemlager hervorholen? Wird sogar noch gehen, wa? Ich gerade überlegt habe, eigentlich wäre es klüger, wenn sie jetzt den Hammer hätte. Weil, wir können schon mit ihr hier angreifen. Und sogar einen Bruch hervorrufen. Vielleicht. Nee, kann nicht. Ich meine, trotzdem, Alter, auch die Trefferquote ist ja katastrophal, ey. Der hat ja auch gar keine bessere Axt. Was habe ich da gemacht gerade? Mann, Michael. So. Aber trotzdem nochmal ganz kurz die, damit ich nochmal eine ungefähre Ahnung habe, wie weit ich da gehen kann. Kann ich 3 Felder angreifen? Nee. Der Donner kann 3 Felder angreifen? Kein Folgeangriff möglich. Ja gut, dadurch, dass sie offenbar so langsam ist, spielt sie keine Rolle. Schutzfeld, unzerbrechlich, okay. Ach, deswegen. Gut, ich wäre froh, wenn du sie jetzt killen könntest.
Wie sich noch entschuldigt. 仰せのままに Ja, ist jetzt gerade die Frage, wie ich jetzt sie angreife. Ne, warte mal, Louis sogar geht er nach vorne, fertig. 遠慮なさらず Bündnis, engage! So, wären die schon mal weg? Okay. Ja, auch hier ist noch klar, was man eigentlich machen muss. Jetzt ist nur noch das Thema. Deshalb geht Louis natürlich hier hin, damit nachher die anderen beiden Typen angreifen. Bündnis wäre eine Option. Aber ganz ehrlich, habe ich eigentlich noch nicht. Okay, der hat einen Langspeer. Das war's von vorhin. Gut, dann lasse ich trotzdem mal einen Langspeer auch drin. Mit Sean als den Kampfadepten. Ist eigentlich nur der so weit käme, war? Der Langlanze. Das heißt, mit Michael kann ich eigentlich hier hin. Eben noch irgendwie ein Item aus dem Vorrat rausholen. Hä? Die Frage ist, haben natürlich jetzt keinen Zugriff auf... Ja, super. Ich würde sagen, wir haben natürlich keinen Zugriff jetzt auf die Waffe. Schade. Die Waffe, die noch bei Boucheron ist, da wollte ich jetzt eigentlich auch schnell holen, aber vergiss es. Ja, komm, scheiß drauf. Das Doppel-C, haut rein. So, dann machen wir es ganz kurz anders. Michael nimmt trotzdem... Warte mal, geht auf dem Feld nach vorne. Wissen was habe. Benny kann jetzt zwar nicht, aber ausrüsten. Achso, warte mal. Sollte ich eigentlich im Feld mal nach vorne gehen, war? Ja, war das natürlich jetzt ein bisschen doof, warte mal. Kann ich ein paar Mal einsetzen, war? Dann gehst du, Michael. Weißt du was, dann bleibst du doch einfach hier, komm. Nein, machen sogar. Du musst. So. Ihr seht gleich, was er eigentlich will. Das seht ihr gleich. Er hätte auch direkt selber vom Vorrat zugreifen können, aber wollte ich jetzt nicht. Okay. Mit der nach angreift, dann haben wir natürlich noch ihn hier mit Protection. Und ich gehe mal nach unten durch. Macht, glaube ich, gerade am meisten Sinn. So, dann schnell nach vorne. Was? 紋章師どうしてです。私は権限させていませんよ。びっくりした。紋章師を権限できるのはあなただけじゃないのよ、神竜様。邪竜も同じように
紋章師を権限できる。この指輪はソンブル様のお力を受けているわ。聖王女の指輪、とっても綺麗でしょ。それは母さんが守っていた指輪です。返してください。絶対ダメ。今はイルシオンのものだもん。でも見せてあげるだけならいいわ。ほら、近くまで来て私と遊びましょう。 Lucina! Sie hat einen Ring von Lucina, ich glaub's nicht. Dunkle Synchros. Warum hat sie rote Haare? Also komplett rot. Sie gehen zwar kein Bündnis mit ihnen ein, ermöglichen aber Bündnisangriffe. Super. あの紋章師は敵に回すと手強いよ。彼女が能力を解放すれば、その近くにいる敵も一緒に攻撃に参加してくる。くれぐれも気をつけて戦ってくれ。 Also Marv sie kennen würde. Oh krass, würde gar keinen Schaden machen gegen Anna. Ja gut, also Lucina werden wir natürlich gleich befreien, hä? Was auch sonst. Das wird doch klar sein. Okay, jetzt so ist doch mal die ganz kurz aus. Die hier unten auch noch. Dann machen wir hier ganz kurz Tabula Rasa, wa? Mal gucken, was die jetzt gegen sie machen wollen, wenn sie Donner einsetzt. Der würde kontern. Der könnte nicht. Aber 3 Felder Donner einsetzen, Alter. Vielleicht Donner für eine Waffe. Mal kurz gucken. Kann ich das eigentlich noch irgendwie? Nee. Okay. Kann man bereits finishen. Mal gucken. Ja, relativ easy. So. Soll dann auch kurz und schmerzlos gehen. Die Frage ist eher... Womit hätte ich die höchste Chance auszuweichen? Beziehungsweise womit hätte der Gegner die geringste Trefferquote, aber ja gut. Du. Bisher noch ziemlich easy, wa? Da ist eine Eisengroßachse, soll das eine Waffe sein? Das ist eines gerade von den vorhin erwähnten Waffen, die halt nicht zurückstoßen können. Kann von denen sein, wa? Huch! Nur Flugeinheiten. Also zerstört der Boden, so. Die Frage ist, kann ich die Dinger hier irgendwie zerstören oder so? Nö. Das muss eben oben oder unten durch. Okay, habe ich jetzt gar nicht richtig gesehen, aber egal. Ich habe die Kombi aus Luis und Sigurd, die macht das schon. Ich glaube, spaßhalber gehe ich mal ein Bündnis ein, komm. Alter, wie weit er jetzt einfach latschen könnte und zusätzlich. Ich muss sagen, Sigurd sieht irgendwie cool aus gerade. Warum hat er einen Rittertod zum anderen? Er hat einen eigenen Rittertod noch. Ja, versucht euer Glück gegen Sigurd. Versucht's. Ich wünsche dabei viel Glück. Okay. Teleport, wenn wir nachher noch etwas. Ich mache jetzt erst einmal Emblem, Engage! Großes Opfer. Kappe geben, alle Verbündeten heilen. Noch nicht, kommt aber noch. Heilendes Licht. Gut, ich habe natürlich auch eine eigene Heilung und so, also Heilmittel.
So könnte ich es eigentlich schon riskieren. Genau, hier Michael müssen wir auch noch engagen. Und doch direkt mal Giftpfeile. Jetzt kann ich Giftpfeile einsetzen. Also von wem kommt gerade die Fähigkeit? Egal, mache ich erstmal Engage. Ah, mit Klo plötzlich. Ja gut, es stimmt, die switchen immer durch. Oh! Der Emblemeffekt sieht ganz anders aus. Angriff mit Axt, Lanze und Bogen. Alter, 66 nur. Trefferquote, ist schon übel. Wie sehe ich denn aus? Ich versuch's mal mit. Er braucht 3 Züge. Was ist das denn? Ja, wir müssen natürlich mal ausprobieren, wa? Wütender Sturm ist denn das? Ah, da ist mit Eimer. Oh, im 66er Treffer. Gut, die Crit-Chance wäre hoch. Mit Nimmerfehl. Wer ist mit der Haus-Kombo? Ja. Da ist mir das Haus-Kombo ein bisschen overpowered. Alter, leck mich am Arsch. So, Anna, wie sieht's aus? Starbucks, ja, Trefferquote kann besser sein. Angriff mit 2. Stufe. Immerhin ist er schon so schnell, dass er gleich doppelt angreifen kann. Das ist natürlich unter Umständen praktisch. So. Jetzt aber. Heilen kannst du ja da mit Bündnis. Oder kannst du mit Bündnis heilen? Weiß ich gar nicht mehr. Am Bündnis eh noch zu früh. Da heile ich lieber anders. Nachher. Okay, hier ist ja alles zerstört, da komme ich nicht durch. Alter, wie sieht der denn aus? Stimmt, als ein großer Axenar, da kann ich ja früher angreifen. Genau, das war ja das. Dann kann er erst früher angreifen beim Initiieren des Kampfes. Genau. Huch, wo kommt jetzt der Obere hier? Hab ich vorhin gar nicht gesehen. Aber so out of nowhere. Tja. Einen Stern könnte ich angreifen. Oder direkt hier oben. Ja, falls ich treffe, kill ich ihn, ja. Da wäre jetzt halt die Frage, man könnte natürlich testen, das stimmt. Ich kann auch so angreifen, um einen Bruch zu riskieren. So, Anna kommt da leider nicht hin, da kann ich machen, was ich will.
Jetzt immer mit dir die Frage, hä? Greife ich da oben an mit der Kampftechnik? Wobei, warte mal. So was gerade Quatsch, was ich gerade gemacht habe. Der geht ja noch, aber das hier. Wenn schon machst du natürlich so. Ey, guck mal. Ob er treffen würde überhaupt. ヒルシュクラッセを甘く見ましたか。 Aber trotzdem kein Crit. Axtfertigkeit behalten. Sehr schön. Oder beziehungsweise können wir noch bekommen. Oder habe ich schon? Muss noch erst. Egal. Das ist der Assistent. 直さなあかん。 Protection geht nicht. Ne, muss erstmal heilen. So, währenddessen hier unten. Theoretisch könnte ich mir dem angreifen. Ich gucke jetzt mal. Hier mal die drei. Die kommen erst weiter hinten. Okay. Mal gucken, was sie da drauf hat. Das ist eine Eisenklinge. Ah, okay. Also wird zuerst angegriffen. Dann verursacht sie einen Bruch bei ihm. Natürlich, das ein sinnvoller wäre, weil so macht es eigentlich nur dann, wenn ich ihn auch direkt killen würde. So findet er zumindest, dass er mich noch angreifen kann. Ja, weiß ich noch nicht, ob sie wirklich so stark ist. Aber physischer Angriff und Geschwindigkeit, da sehen wir schon ein bisschen was. Das gefällt durchaus. Würde sagen, hier locke ich auf direkt an, weil ich habe ja die Zeit und so. Beziehungsweise Möglichkeiten dazu. Der Rittertod. Da soll dann nachher die Waffe wechseln und dem eigentlichen Rittertod, den er trägt, weggeben, einem anderen Lanzenkämpfer geben. Damit es irgendwie mehr Sinn macht. So. Die drei, die natürlich sowieso alle eine andere Waffe haben, kann ich ruhig hier hinstellen. Ja, können sie gerne versuchen, hier irgendwie Schaden zu machen. Haben sie eh keinen Erfolg. Ja, Lanze gegen Schwert bin natürlich im Vorteil. Soll deswegen ja auch ausnutzen. Vor allem, wenn ich zuerst noch einen Bruch auslöse, geht es dann noch besser. Ich mache mal großes Opfer zum Gucken, was passiert. Das soll ich nicht unbedingt gerade hier drin machen. Irgendwo, wo ich vielleicht ein bisschen geschützt bin. Ein großes Opfer, mal gucken, wie das aussieht. Heiliges Licht! Oh, schöne Erfahrungspunkte. Ja, noch ein KP von 26, aber hat's gebracht. Ja, er ist natürlich eigentlich der Stärkere, wa? Von beiden. Jetzt trotzdem mal Etienne, einfach nur damit ich auch ein bisschen Vergleichen zu haben. Dann auch bald noch auf Level 10. 壊してしまいましたよ。 So. Den Donner kann natürlich nachher auch ordentlich reinlegen. Ja, sollen sie mal versuchen, was sie drauf haben. Ich muss schon sagen, ey.
Die Kombi aus Luis und Sigurd, die sieht ja mal eng geil aus. So, was haben wir jetzt hier? Den habe ich... Ja. Vorne gepackt, warum auch immer. Dann sind die beiden, das sind hier fette Typis. Dann gehe ich mal hier hin. Vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, weil nachher kommt die da. Die habe ich irgendwie gar keinen Bock. Also noch nicht. Nachher dann. Ja, überreiten, nachher bin ich plötzlich da hinten, das ist auch doof. Ah, doch Protection. Das ist doch mies. Warte mal. Ja gut, bringt nicht viel, wa? Und du zuerst ihn angreifen, könnt nachher der Louis ihm platt machen. Gut, wir haben hier in der Mitte sowieso nicht mehr so viel, das heißt, es geht eigentlich in Ordnung. Warte mal. Hat jetzt allen ernsthaft nicht einmal Protection gewirkt? Also, weil... Nee, oder? Das war gar ein Scherz. Das war kein Scherz! Das Spiel verarscht mich gerade. Okay, okay. Ich bin etwas sauer. Also im Langbogen, ah gut. Ah, sind natürlich beides fette Ritter. Okay. Magier, ihr müsst erstmal ran. Erstmal der. So Power hat sie, muss ich leider lassen. Warte mal, da kann man nachher noch weg. Dann sind es noch die hier hinten, ne? Da muss ich ganz besonders aufpassen. Lapis, kannst du einen Bruch auslösen? Muss ich nicht, wahr? Weil wegen Protection. Im zweiten Angriff könntest du. Jetzt hat die Frage, ob ich nachher mit Luis Sigurd Kombi killen könnte. Flammen. Hä? Ah, diese krassen Super-Effekte. So, da wäre schon mal ein bisschen ausgeschaltet. Jetzt können wir mal gucken, was eigentlich hier los ist. Okay, ein Heilmittel. Und die Dinger hier schon mitnehmen, wenn ich schon mal drauf stehe. Das ist eigentlich dringend ein bisschen Heilung. Das Problem ist, da ist keiner Nähe, der heilen könnte. Doch, Celine Selig kann ich engage. Noch ein bisschen zu früh vielleicht? Was macht man da? Was macht man da? Macht voller Glanz! Toll, jetzt ein Crit. So, es werden immer weniger, wa? Also muss erstmal die Protection hier auflösen. Das würde eigentlich so mit so einem besten gehen, um Schützen.
Überreiten? Nee, weil sonst bin ich nachher auch ziemlich tot. Das wäre ein bisschen doof. Was mich schon interessieren würde, ob die hier, ich meine, klar, ist mit Elfenlicht und so natürlich doof, aber ob es mich überhaupt killen könnte. Das würde mich auch mal interessieren. So, kann ich hier rüberfliegen. Kommt der Kampfmünder auf mich zu? Ja, mein Gott, ey. Will ich einen Schiss haben vor dem oder was? Also überlegt, ob ich eigentlich, wenn er mich angreifen würde, könnte ich eigentlich auf die Eisenklinge wechseln. Das droppt mir den Speed. Das Problem ist, wie schnell ist denn der? Das ist noch doppelt. Oh. Gar nicht schnell. War das heißt, er ist schon so geschwächt. Eisenklinge lohnt sich gar nicht. So. Ja gut, er könnte ihn angreifen, aber das war es dann auch schon. Wir können mit Celine Celica noch ein bisschen was machen. Ich darf darauf achten, dass ich vielleicht mit ihr noch schnell hochgehe, um jetzt zu landen und noch das Ding abzuholen. So, Zenimite. Protection. Nein, nachher heilen, besser gesagt. Oh! Ein saftiger Bruch. So, eben jetzt geht er, sie, wie auch immer. Angreifen geht zwar auch. Kuckuck. Wer von euch muss nochmal engagen gleich? Das seid ihr... Ah, warte mal. Doof. Natürlich so. Dann wollt ihr gleich noch engagen. Kann natürlich dabei auch gleich noch angreifen, das stimmt. Nicht bei Louis. Ne, warte mal, ich muss hier bleiben. Und tschüss, Mann. So. Ja, natürlich generell können wir durchaus vorstellen, dass der jetzt da angreifen würde. Dann mache ich einfach so und kill ihn vorher. Ich will eigentlich ziemlich am Arsch spielen, wenn wir ehrlich sind. Du musst mal ganz schnell und ganz dringend heilen. Huch! Ja. Spielt keine große Rolle, aber egal. Dann haben wir mal die Waffe aufbringen. So. Level up. Gute Werte. Eben sie ist auch ein Diva, also von dem her. Das Maximum erreicht. Okay, bei Level 4. Ich würde sagen, Freunde, den Rest schauen wir uns in der nächsten Folge an, weil wir schon bei 39 Minuten sind. Ich sage an der Stelle danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Fire Emblem Engage. Wenn wir vermutlich die ja mal platt machen, gucken, wie das mit Lucina funktioniert, ob wir sie irgendwie befreien können oder so von vom dunklen Emblemzustand. Mal gucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.